Von dort moch ich so gern no Gengbach hen entführen. Gengbach liegt bloß wenige Kilometer von Offenbach an Utgang von Kinzigdol und an Rand von Swadwold. Hier steht einfach Wackus blank dat Anna, as Palen ob en Kate. Von dort wat hier de Kinderfassend viert. Der erste Gengenbacher Kinderfassend, was sie sagt, geht ob der Jahr 1286 zurück. Von dort beraubt sich die Narrenzunft Gengenbach ob der Jahr anno 1499. Traditionell geht der Fassend mit den Händeglunker los. Du weckte den Schalk, der der Jahr übers Lopen hat. Mit den großen Umtoch in Richtung trägte der die Stadt und muckt den Schalk wog. Von nah und fern, den Blick dara hab ich so gern. Wenn ihr da stehen und Luthals rufe, eil ich der Dra die Turmestufe. Wisst ihr, wie gut es tut, echt zu verkünde die schönste Sach, der Gängebacher Schalk-Geschwur. Der Niggeltorn oder auch das Narrenmuseum ist auch was hell Besonderes. Hier findet ihr ein wunderbare Utstein, wie der je Masse rund um den Narrenwies waren könnt. Und klar gibt es hier Masse Faschingskostüm und Masken zu sehen, der einfach zu ein alemannsche Fasnet dazu heuert. Das Rothus hätte Baumeister Viktor Kretz in Jahr 1784 gebaut. Die Fassade ist von Stil her ein Übergang von Rokoko bis zum Anfang von Klassizismus hin. Besonders schön ist das in der Adventszeit, wenn unter Rothus einfach mal ein Adventskleiner mogt ward. Da ist denn ein finster ein neue Dörr. Ein von den schönsten Gassen in Swadwold ist die Gengenbacher Engelgasse. Was die Romantikers und Nostalgikers in uns ins Schwelgen bringt, wiest auch den praktischen Sinn von den vormaligen Rieksteders. Nur den Stadtbrand von 1669 hat sie jem ihren Riekdom an Holt brucht und jem ihr Fachwerkhüs just so, als auch die Butenmuren von der Engelgass ob die binnere Stadtmur robset. Mit böweren Stockwaken habt sie mehr Wohnraum kriegen. Und durch den Open Taugang von den Gassen nur den Kellers hin, können sie heil einfach in Wien inlogern. Das Kloster hat in den Mittelalter noch ein eigen Schriefstuf und ein Bockbinnerei. Von dort kann ein hier in Klosterloden stöbern, ein paar durch zu Gast wein oder mit ein Grupp entführen durch das Kloster mucken. Ganz in der Neuchte von Kloster steht auch die Stadtkarke St. Marien. Oben 120 habt sie erbaut. Binnen süd ein wunderbare Molerien und Snittje arbeiten. Auch die Lütte Krüdergorn achter de Kark ist ein Besorg wert. Der Börverdortorn ist ein von den beiden Stadttorns, die historische Oldstadt von Gengenbach abgrenzt. Sie habt in der 13. Jahrhundert gebaut. Die Torn hat von dort noch ein 2 Tons Wort Fallgitter. Nur die Stadt sieht hin, findet wie ein Sünnuhr und das Stadtwappen unter Jahr 1608 ein. Ob ein Lüttenbach Borben von der Stadt steht ein Kapell unter Jahr 1681. Das ist die Jakobuskapell. Sie wäre lange Zeit in Station für die großen Jakobuswallfahrt nach Spanien hin. Was besonders ist die Stenen Butenkanzel und die Heilig-Graf-Kapell blang an.
De jüngste Tijd stammt de Sölbenbillers von Ruth Schaumann, die Seligpreisens de Bach predigt. Und von hier boven hast du auch einen wunderbaren Blick auf die Stadt. Also bei Goutwetter. Man, das kann sich schon nur leider nicht schon mal utzeugen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Lust auf Gengbach mucken. Ein Utflucht dahin lohnt sich in jed Injurstid. Und ihr wisst jo, schlecht Wetter gibt das nicht.